Liebe Komradinnen und Komraden, der Gegensatz zwischen denen, die über Kapital verfügen, und denen, die abhängig sind vom Lohn, der Gegensatz ist auch am 20. Jahrhundert mit der Entwicklung vom sogenannten Sozialstaat nicht abgehoben gehen. Zwar sind dem Kapitalismus Regeln abgezwungen gehen, die Gesellschaft teilweise für seine destruktiven Wirkungen schützen, aber nach immer bleibt Arbeit eng Wur. Nach immer geht aus der Arbeit von den Lohnabhängigen der privaten Profit an die Akkumulation vom Kapital herausgequetscht. Nach immer als Salariat am Betrieb engem Diktat unterworfen von den Besitzer, von den Aktionären, von den Hedgefonds, Pensionsfonds und allerdings muss ich ja sagen, auch von den Gestionären von unseren Pensionsreserven. Die fundamentalste politische Forderung muss also nach immer bleiben, die Stärkung von der Arbeit vis-à-vis vom Kapital. Gerade lo, wo die offizielle Regierungspolitik nicht nur zu Lützeburg daran besteht, den Sozialstaat aufzubauen, aber auch gerade lo, wo offensichtlich versichert, der Weg aus der Krise über den Buckel von den Lohnabhängigen zu laufen. Erinnern muss ich auch vielleicht einfach mal daran, dass der gesellschaftliche Reichtum grundsätzlich von der Arbeit, vom Salariat herkommt. Aber wie der Reichtum dann dem Salariat wie ein frie Murcht auf den Kopf fällt, das weist Remenke des Kris. Dabei stärken vis-à-vis vom Kapital, das kann dann nicht anders heißen, wie die Rechte von dem Salariat auszubauen. Und das will ich, das ist am Resümee von dem Text, den der Verunechlein hat, an 4 Blick entwickeln. Recht auf Arbeit als erst, zweit Arbeitszeitverkürzung, drittens Arbeit an Sozialstaat, an viertens Rechte ob der Arbeit, da das nicht gerade Reihenfolge vom Text entspricht, aber plus ou moins dem Inhalt. Ich wollte ja nicht einfach 4 lesen. Also erstens Recht ob Arbeit. In allererster Stelle Recht auf Arbeit steht an einer Verfassung, steht sogar dran, als Regierung misst der Staat, misst alles machen, für das Leid, das Recht auch exerzieren können. Und John hat schon ganz treffend durchgestaltet, wie weit die Realität von dem Verfassungsauftrag weg ist. Den Aufbau von der Arbeitslosigkeit also als erste Priorität, von der Arbeitslosigkeit, die für die betroffene Leute sozial und existenziell Drama bedeutet, an der auf der anderen Seite dem Patronat als Druckmittel dient, für Lohn- und Arbeitsrecht aufzubauen, und die von einer Regierung als Vierwand geholget, immer mehr prekäre Arbeitsplätze zu schaffen, mit gleichzeitigen Kadoen und Betrieben, wie nach bei dem Gesetz über den Emploi Jeune. Recht auf Arbeit muss aber auch immer eine qualitative Forderung sein. Recht auf eine menschenwürdig, sinnvoll Arbeit, entsprechend der betreffenden Qualifikation. Recht auf Arbeit darf nicht heißen, ich habe Recht auf die Arbeitsamt zu pilgern und dann mich anzuschreiben, und auf Konvokationen zu werden, und dann die erste Arbeit für 6 Monate müssen unzuholen, aber wenn ich sie nicht unholen, da kriege ich keine Indemnität de Chômage. Ein Recht auf Arbeit heißt auch nicht, ich darf nicht bei einer Interimsfirma melden, für von engem Betrieb an den anderen geschickt zu gehen, ohne je einen festen Arbeitsplatz. Wir müssen gegen die Ausweitung
von prekären Arbeitsplätzen streiten, ungewollten Teilzeitarbeit, Contrat à durée déterminée, Interimsarbeit, an der Norlo all die Kontrakte am Bereich von den Beschäftigungsmaßnahmen von der Regierung, die nie einen festen Arbeitsplatz bedeuten. Wir müssen darauf pochen, zurück zur Regel vom normalen, unbefristeten Arbeitsvertrag. An sogar ein Stück mehr weit. In Richtung von einem regelrechten Statut vom Salarié mit einer soliden Aufsicherung, auch bei Unterbrechungen vom Berufsleben, beim Wechsel von der Arbeitsplatz, mit einer dauernden Garantie von Weiterbildung an Ähnliches. Aber mit einem Lohn, den eure menschenwürdig Leben erlaubt. Es kann dafür nicht sein, dass halt zu Lützeburg der Mindestlohn unter der Armutsgrenze liegt. Und es darf nicht sein, dass dann auch nach unter dem Mindestlohn bezahlt wird, wie bei den Kontrakten am Kader von den Beschäftigungsmaßnahmen von der Regierung. Und das für alles selbstverständlich, dass eine Maßnahme wie die automatische Indexanpassung muss erhalten bleiben. Das hat nicht anders das wie die Stabilisierung von den Löhnen, aber wenn man aufschaffen, ist es eine Verschiebung zugunsten von den Benefizen. Ich werde eng von den Deven Ursachen von der Krise, die wir im Moment erleben, wird viel zu wenig geschwärzt, nämlich die, dass in der Jahrzehnten Beneficer mehr schnell wachsen wie die Löhne weltweit. Also nicht genug Pouvoir d'achat, nicht genug Nachfrage, also auch keine produktive Investitionen. Und dann fließt der monetären Benefiz zu einem großen Teil an die spekulative Finanzgeschäfte. Die Frage von einer Umverteilung vom Reichtum, von oben nach innen, also umgedreht, wie biselo, also nicht nur eine Frage von sozialer Gerechtigkeit, sondern auch von einer mehr geregelter ökonomischer Entwicklung. Recht auf Arbeit realisieren, das heißt an allererster Stelle natürlich die Arbeitsplätze erhalten, die da sind. Was bei Villeroy et Boch geschieht, nachher ja drauf zurückgehen. Das ist unerträglich, mit welcher Passivität als Regierung mit hinhält, wie ihr Patronat, das sich wie Feudalherren behält, so wie auch nach Adelstiteln ganz Belegschaft auf die Straße setzt, für sein Geschirr an Asien zu produzieren, auf ihre dann hierhin zu exportieren. Sozial und ökologisch völlig absurd und nefast, aber natürlich gut für den Profit von den Aktionären. Für den Klassekampf, für aus der Krise herauszukommen, so der Minister Frieden bei der Präsentation vom Budget. Aber das dann auch nicht bei Villeroy Boch für einen brutalen Klassekampf von oben. Wir brauchen endlich Instrumente, um nationalen wie um europäischen Plan für so eine Patronatspolitik zu unterbannen. Also Gesetzvorschlag zu den missbräuchlichen Entlosungen als dafür Beispiel und werden andere nach kommen. Recht auf Arbeit realisieren, das heißt auch zum Beispiel der privaten Profit, der nicht mehr an Schaffung von Arbeitsplätzen investiert wird, aufzuschaffen, über Steuern und mit denen Resetten die öffentliche Ökonomie ausbauen. Wenn als Regierung seht, und auch an ihrem Programm schreibt, um Gottes Willen keine Steuererhöhungen, da vergessen sie immer, daran zu erinnern, dass eine Steuerpolitik an den letzten Jahrzehnten immer daran bestanden hat, Steuern auf die Beneficer, auf den höheren Revenuen, auf dem Vermögen aufzubauen. Wir geben gern an die umgekehrte Richtung gehen. Also Steuern für öffentliche Investitionsprogramme, zum Beispiel an den sozialen Wohnungsbau, an die Entwicklung von neuen Energien, an den Ausbau von den öffentlichen Dienstleistungen, am Platz hier Privatisierung.